Auf geht's zu einer neuen Folge voller Action, voller Spannungen und natürlich voller Pokémon-Kämpfe hier bei Pokémon Weiß 2, The Next Generations. Hallo Freunde, willkommen zurück. Unser Team sieht ziemlich angeschlagen aus, ich weiß. Aber weil er bereits oben da der Arzt ist, will ich jetzt keine Tränke verschwenden und so. Und deswegen versuchen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter zu fighten und sind dann auch schon gleich wieder oben. Und ja, ich denke mal, doch müssen wir möglich sein, bereits in dieser Runde noch, sprich in dieser Folge, die Höhle wieder zu verlassen hier, die Elektrolyt-Höhle. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber es ist ja nur ein Rotomorph. Ein normales Boden-Pokémon. Ein Rotomorph für unser Hawkeye dürfte natürlich auch gar kein Problem sein. Dürfen natürlich kein Problem sein. Okay, So viel dazu, wa? Ach je, ach je. Naja, immerhin fast Level 31, das klappt doch schon irgendwie. Oh. Weidmannsheil, oder soll ich bitte Hüllemannsheil sagen? Was? Weidmannsheil? Was ist das für ein Spruch? So, jetzt sollen wir beide unser Pokémon raus und kämpfen. So der Spruch war mir neu. Ist sicher irgendwie so ein Wandererspruch oder Bergführerspruch oder was weiß ich. Von Wanderer Jürgen. Onyx gegen Waschaquil. Toll. Ich wünschte, mein Waschaquil hätte bereits irgendwie, naja, halt so eine Kampfattacke drauf. Das wäre übel. Oh, Flash ist gut. Flash, du hast einen Eishieb drauf. Flashy Boy. Ich hoffe, jetzt macht Onyx keine Scheiße. Oh oh. Ja, der kleine Schrei, Alter. Oh, was für ein Sound, hey. Boom. Und eingefroren. Ja, scheinbar doch nicht. Komm schon, frier ein. Kann doch wohl nicht so schwierig sein. Und macht einen Volltreffer, geht natürlich auch. Oh, nix. Alter, gib nur so wenig. Da kriegst du die Flöhe, hey. Seht ihr, Mantur wieder so ein Gestein-Pokémon. Ja, Shelby. Geht leider nicht mehr anders, denn nur unser Shelby kann uns da retten. Ja, Shelby. Oh, Moment mal, Sedimentur hat doch... Oh nee, der hat ja... Oh. Wie ist der Tag schon wieder? Irgendwie K.O. treffen? Nee, Quatsch. Wir sind so gleich. Robustheit hieß sie. Robustheit, genau. So hieß die Fähigkeit. Aber macht gar nichts. Im Gegenteil, die Wasserdüse und schon ist es wieder Tschüssikowski. So, bald schon Level 37 für Shelby, das finde ich auch ganz nice. Was haben wir hier noch? Metallmantel, falls wir ein Onyx oder ein Sichlor zu einer, ja, halt weiterentwickeln wollen, sprich zu Stalos bzw. zu Sherox. Ich glaube, später kam der Stahlmantel gar nicht mehr vor, oder? Also sprich der Metallmantel, der war nur bei diesen beiden von Bedeutung für die Entwicklung. Sonst gab es, glaube ich, keine Pokémon, oder? Oder irre ich mir jetzt da? Gab es bei der 4. und 5. Generation auch Pokémon, die sich mit dem Metallmantel entwickeln konnten? Ich glaube eher weniger. Ach du Scheiße, Sapladin, Elektro-Pokémon gegen Hawkeye. Na immer, klappt sogar. Moment doch mal, es klappt sogar. Und sogar relativ gut. Ja, gibt zwar kaum Erfahrungspunkte, aber naja. Ja, Freunde, ich weiß, Sapladin sind relativ selten hier, aber ich wollte mir eigentlich sowieso keins fangen, von dem her. Und wenn doch, dann kommt sicher irgendwann nicht mal eines aus irgendeinem Loch gekrochen. Irgendwann wird das sicher mal wieder so sein. Asträner Luitpold. Luitpold. Oh, Flaptrix. Wow, Gesteinflug. Und Waschaquil, Normalflug. Habe ich ja nicht so die große Chance. Mal gucken, vielleicht mit Clownwetzer. 1-2 Mal, dann dürfte es etwa hinkommen. Vorausgesetzt, Flaptrix hat keine Gesteinsattacke drauf. Natürlich hat es das. Moment mal, nein, das war ja normal. Also Flurattacke? Alter, deine Power, hey.
Oh oh, das sieht übel aus. Hau rein! Puh. Das war ganz schön knapp. Hey, Electek, natürlich. Ja, Kumpel, den musst du machen, weil ich hab sonst kein Pokémon mehr, dass da irgendwie was, naja, halt helfen könnte. Aber trotzdem kriegst du noch einen Hypertrank. Weil sonst sieht es aber bei dir ziemlich mies aus. Ach du Scheiße, 34. Donnerwelle. Psst. Na klar, ein Elektro-Pokémon paralysieren. Mhm. Natürlich, wieso auch nicht. Eishieb, komm schon. Jetzt macht noch ein Lichtschild. Dann nützen wir gar nichts gegen Spezialattacken. Denn ich habe ja physische drauf. Komm schon, einfrieren, einfrieren! Bringt nichts, bringt nichts. Also nicht viel. So, sind wir hier bald durch. Freunde, noch was anderes. Und zwar habe ich einmal vor kurzem, als ich halt, da diese Pause gemacht habe bezüglich meiner Abschlussarbeit, habe ich noch ein Infovideo hochgeladen, wie es weitergehen sollte mit Wochenprojekten. Auch hinblicklich Pokémon Weiß 2, ob ihr das wieder oder wie gehabt am Wochenende haben wollt oder während der Woche. Das können wir gerne während der Woche auch machen, das wäre kein Problem. Es ist aber so, wenn ich Pokémon während der Woche bringen soll, und das wäre ja 5-mal die Woche, dann müsste man es so machen, dass wir hier nicht mehr wie gehabt, hier mit dem Zoom-Effekten so arbeiten könnten. Sprich, ich müsste das, das Darstellungsformat müsste ich ein bisschen ändern. Und zwar würde das heißen, dass wir entweder den unteren Bildschirm komplett weglassen, also sprich nur noch den oberen Bildschirm darstellen, wie eigentlich die meiste Zeit des Let's Plays, oder aber ich würde dann die anderen Zoom-Einstellungen verwenden. Sprich dann halt, dass ihr während der gesamten Folge jeweils den Großbildschirm hättet mit beiden Bildschirmen drauf. Aber dann natürlich müsst ihr im Vollbildschirm das angucken, weil sonst wäre halt die Darstellung der einzelnen Felder wäre halt schon ziemlich klein und deswegen, nein, was mache ich hier? Und deswegen ja, würdet ihr halt nicht so viel sehen. Müsst ihr halt entscheiden, wie ihr das Ganze sehen wollt, ob ihr sagt, ja gut, dann während der Woche gar kein Problem, machen wir nur ein Fenster oder ihr wollt ja beide Fenster an, halt wie gesagt auf Vollbildschirm das Ganze gucken, weil es doch schon relativ klein wäre für das andere kleine Format, oder eben wir belassen bei Wochenende, weil dann kann ich den Zoom-Effekt da drin lassen. Das Problem dabei ist eben, der Zoom-Effekt, der kostet mich sehr viel Bearbeitungszeit. Und ich sage sehr viel. Scheiße, was mache ich jetzt hier? Bin paralysiert. Sehr viel heißt, man muss pro Folge jeweils etwa, zum angenommen, die Folge dauert etwa 25 Minuten zum Aufnehmen, da muss noch etwa gleich viel Zeit in die Bearbeitung stecken. Danach hat das Ganze noch rendern, dauert auch nochmal so lange. Danach noch encodieren, dauert auch nochmal etwa 20 Minuten, dann halt hochladen. Und ja, ich denke, ihr seht schon, wohin es führt. Das Ganze ist halt einfach ziemlich kostspielig. Das heißt, pro Folge würde ich etwa bei Pokémon, müssen wir mal ganz kurz gucken, beziehungsweise ausrechnen, pro Folge sicher etwa 2 Stunden. Allein schon die Bearbeitung, das während der Woche, das liegt leider nicht drin, Freunde, weil da müsste ich noch andere Let's Plays irgendwie kürzen oder beziehungsweise nur noch 2 Folgen pro Tag bringen von den Let's Plays und das kann es ja auch nicht sein. Deswegen, wenn ihr Pokémon während der Woche haben wollt, dann müssen wir es so machen, entweder das kleine Fenster und dann halt kleine Fenster, Quatsch, natürlich nur das obere Fenster sichtbar sein oder halt beide Fenster, aber dann müsst ihr das Ganze halt den Zoom-Effekt verwenden, dass halt über den ganzen Bildschirm zu sehen wäre. Sprich halt, wie gesagt, Fullscreen, Vollbildschirm so herum. Und halt nicht wie gehabt, wo wir da hin und her zoomen. Damit halt beide Bildschirme hin und wieder halt sichtbar sind. Das wäre wie gesagt möglich, aber ja, eben auch sehr von der Bearbeitung her sehr, sehr kostspielig, wenn es so machen würde. Deswegen wäre nur das eine oder das andere möglich während der Woche. Am Wochenende gar kein Problem, da könnt ihr es wie gehabt so fortsetzen. Gut. Hätte ich jetzt das auch mal noch erwähnt. Dann wollte ich jetzt eigentlich noch hin. Wir waren jetzt hier unten, da müsste ich jetzt noch hier hingucken, genau. Hallo, fällt zurück. Hallo, was soll die Scheiße? Fällt zurück hier. Mann, achso. Hier geht's ja. Zurück, deswegen, weil ich hier nach einer Höhle übersehen habe. Oh, das ist gar nicht gut, aber zuerst mal zum Arzt hier. Ach, das ist wie Balsam auf der Haut.
Ja, ich muss sagen, hier bei Pokémon, sprich bei DS-Spielen allgemein ist sowieso ein bisschen das Problem, weil ihr hier 2 Bildschirme habt, aber YouTube halt generell nur ein Screen zur Verfügung stellt. Sprich, will man das Ganze darstellen, will man den oberen oder einen unteren Screen, je nachdem, wie man den bevorzugen, oder will man das Ganze irgendwie so zurecht biegen, sprich das Ganze ja, so zusammenquetschen, dass halt beide Bildschirme auf dem kleinen Bildschirm bei YouTube zu sehen sind, oder will man es zoomen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, so, damit ihr nicht irgendwie da ja, halt Qualitätsverluste hat, aber trotzdem halt beide Bildschirme zu sehen sind, ab und zu, wenn es halt notwendig ist. Das ging bei Pokémon ganz gut, weil es da wirklich so gesehen nur manchmal so ist, dass der Unterbildschirm notwendig ist. Meist ist der Oberbildschirm, der die wichtigen Informationen beinhaltet, aber es gibt auch andere Spiele, zum Beispiel bei Zelda. Also sprich da auf einem Hourglass und Spirit Tracks. Wenn ich diese Let's Playen würde, müsste ich das Ganze vermutlich ein bisschen anders machen, weil da ist ja vor allem der Unterbildschirm, auf dem agiert wird. Und der Oberbildschirm mit den Informationen, und ja, dann müssen wir beide Bildschirme darstellen können. Werden halt die Frage, wie wir das am besten machen werden vom Format her. Sprich links, rechts das Ganze darstellen, oben, unten und dann oder zoomen wieder, wie bisher auch, oder das Ganze doch ein bisschen anders machen. Da bin ich momentan noch ziemlich unschlüssig, wie das Ganze aussehen würde. Okay, Ampharos, du machst ziemlich viel Schaden, Kumpel. Statistik, scheiße, Statik natürlich, nicht Statistik. Nein, halt durch! Halt da nicht durch, Mann, du bist eine Flasche. Ja, Entschuldigung, aber stimmt doch. So, Rokaiman. Rokaiman, der größte Held in unserer Welt. Wumms, geh baden. Würde es mit Mario sagen. Angriff und ja. Spezielle Erfahrungspunkte für Rokaiman. Geil, Mann. Wow, Alter, der levelt hier. Das ist unglaublich. Hier, das ist für dich. Eine Marobeere. Dass wir Pokémon Elektrostrahl nutzen können, ist ein bisschen unfair, aber auch ziemlich cool. Ja, finde ich auch. So, noch das hier und dann sind wir bereits durch, Freunde. Hier mit der Elektrolythöhle. Geil, Mann. Und dann geht es einfach zurück in die Oberfläche vor allem und dann aber auch vor allem geht es weiter mit. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Mal kurz gucken, wo bin ich hier? Nein, ich bin am Anfang. Aber verarschen? Frühling. Oh nein, das gibt's nicht. Ich bin einmal quer durch die Höhle gelaufen. Was für ein Scheiß. Okay. Der gleiche Weg wieder zurück. Das gibt's ja nicht, hey. Also das habe ich jetzt komplett übersehen. Entschuldigung, Leute. Sorry. Das habe ich irgendwie nicht mehr so im Kopf gehabt. Mein dämlicher Schädel. Komm schon, ein bisschen schneller zur Seite. Und jetzt hier nach unten. Ja. Muss ja bald hier sein, oder? Ja, nochmal bitte. Nein, ich hab den doch in der letzten Folge noch darüber getan. Och Mensch, weil ich die Höhle mal verlassen habe oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Mann, ich dachte, ich könnte die Abkürzung nehmen, aber natürlich nicht, nö. Wieso sollte das auch dürfen? Nö. Also manchmal fragen sich da schon, wieso können die Entwickler es nicht einfach so abspeichern? Wieso geht das nicht? Es wäre so einfach, im Grunde genommen. Ja. Ein neues Pokémon, Level 31, ein Watzapf. Okay. Ach so, deswegen, Hawkeye, du bist aber Flug-Pokémon, ne? Du weißt schon, der Elektro-Pokémon sind die nicht ganz so geheuer. Aber es ist auch ein Käfer und Käfer haben bekanntlicherweise eine Allergie gegen Steine. Ich sage eine Allergie. Eine Allergie heißt K.O. Nicht nur ein bisschen. Komm schon. Verdammt, ich hätte es fangen können. Nein, ich hätte es doch fangen können, ich Trottel. Jetzt, wo es so schön geschwächt war. Ja, also manchmal würde man gerne mal einen Facepalm verpassen. So, Doktor, darf ich bitten? Ja, Mann, Dr. Wich tut alles in seiner Macht Stehende. Ja, dann mach's mal.
Jetzt sind wir rüber und dann nach hoch und das La Vista. Wir sind hier soweit durch, Freunde. Ach, endlich mal. Die ist auch schon bereits besiegt. Ja, einmal noch das letzte Mal. Für später, aber das spart jetzt auch. Und dann raus hier, Leute. Raus aus der Höhle. Und willkommen in Panaero City, die Stadt des Regens. Mit der coolen Mucke, yeah. Hast du schon mal von einer großen Passage namens Eingangspassage gehört? Mhm. Das ist ein einzigartiger Ort, wo es jede Menge ausgefallener Läden gibt. Oh, Freunde, ich habe was vergessen, ich Oberhirsch. Nein, ich habe was vergessen. Ich wollte doch ausklinieren, als in der Eingangspassage ein bisschen die Leute zufriedenstellen, damit wir da dann später die leichte Möglichkeit haben, an den Stromisier zu gelangen für Electek. Um ihn dann zu Elevoltic zu entwickeln. Oh, aber komplett verpeilt, ey. Da, wo heute Panaero City liegt, gab es früher nur Wildnis. Doch dann haben Pokémon und Menschen dieses Land gemeinsam Urbach gemacht. Was, Urbach gemacht? Was ist ein Urbar? Wohnbar? Keine Ahnung. Ist mir nicht bekannt, der Spruch. Bist du für eine? Ich an meinen Teil bin ja sehr pingelig, was Pokémon-Attacken anbelangt. Und wenn es um technische Maschinen geht, verstehe ich erst recht keinen Spaß. Wo wir gerade von Teams sprechen. Wie viel hast du bislang ergattert? Na, dann lass mich mal schauen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nun, die Anzahl an Teams beträgt exakt 19. Von 100 ist es nicht gerade so viel. Oh, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Mir war nicht einmal bewusst, dass es solche Teams überhaupt gibt. Und jeder einzelne davon ist ein echtes Schmuckstück. Bei dem Anblick schlägt es mein Herz wahre Purzelbäume. Nimm bitte dieses KP Plus hier als kleine Belohnung. Mal gleich KP Plus. Okay, vielen Dank auch, nette Dame. Nicht schlecht, Herr Specht, aber da gibt es gewiss noch viele weitere TMs zu entdecken. Bring mir noch mehr und ich werde mich großzügig zeigen. Ah, die TM-Geschenkedame. Um in den Besitz einer Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame Maria sieht meine Pokémon vorführen. Okay, da gibt es also auch Herzschuppen. Und wir bekommen erstmal ein Eisen, das natürlich aus der Mülltonne klappern. Aus den Überresten, naja. Was soll's? So, das Pokémon Center. Was gibt's hier schön? Natürlich mal der Medaillentyp, ganz klar. Ja, guten Tag, willkommen. Fit machen? Gar kein Problem. Okay, Mann, ich nehme deine Pokémon in meine Obhut. Vielen Dank, meine Pokémon sind da fit. Aber dann kommst du bald wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Da bist du endlich mal, könnte es nichts anbrennen. Was hier, Mann, für dich? Danke. Ja, Mann, ich will nicht so viele Medaillen, haben sie mir. Piep's egal. Piep's egal. So, was habe ich jetzt hier Schönes noch gesammelt? Superschutz, weg damit. Ein Feuerjuwel. Naja, kann man behalten, sowieso. Kaum der Redewerk vom Preise. Oh, ein Nugget. 5000. Das geht nicht, genau, das kann man irgendwie nicht verkaufen. Frag mich nicht wieso, das geht einfach irgendwie nicht. Aber wir können mal kurz sortieren hier. Moment. Nach Kategorie. Ah, sieht schon besser aus. Sehr schön. Was habe ich denn sonst noch Schönes? Nichts zu verkaufen hier, wa? Vor allem nichts Kluges. Okay, Trank. Nö, hier auch nicht. Schade, schade. TMs-Beeren, auch alles super. Nö, okay. Das Wasser war noch etwas kaufen, das müsste noch drin liegen vom Preislichen her. Jo, das geht sogar ganz gut. Und zwar jetzt noch ein paar Hyperbälle. 9 Stück. Alter, die sind teuer. Supertränke habe ich kaum noch welche, können noch gut gebrauchen. 8 Stück und dann der Rest wohl für Hypertränke war. Nee, nicht der Rest, aber 3 Stück mal. Noch ein paar Beleber, auch noch 2, damit es eine schöne runde Zahl gibt. Bingo. Hier habe ich nichts mehr, gut. Hyperheiler habe ich noch 21, das reicht fürs Erste. Fluchtzahl habe ich auch noch 3 Stück, das reicht auch. Und Topschutz, relativ wenige. 7. Gut. Ist ja wunderprächtig. So Pokémon. Mal schauen. Pyron, Level her. Behalte ich so noch, wie es momentan ist.
Weil vor der Arena müssen wir sowieso noch kurz woanders hin, das ist storymäßig bedingt und das heißt, wir können sowieso noch ein bisschen trainieren hier. Mit Pyron unter anderem, Hawkeye vielleicht noch, Flash nicht unbedingt, Psyana vor allem noch. Shelby und Rokaiman, genau. Die werden noch ein bisschen trainiert hier und dann ist das alles tutti frutti. Und passt soweit auch. Also dann, auf zur Arena! Was ist jetzt los? Das ist ja Professor Esche. Hallo Michael, endlich treffe dich mal persönlich und nicht über den Visocaster. Ich stelle mich mal am besten vor. Gestatten, Professor Esche. Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich einen kleinen Urfall auf dich vor. Ich würde nämlich deinen Pokédex bewerten. Oh oh. So. Die Anzahl der Pokémon, die in deinem Pokédex als gesehen verzeichnet sind, belauft sich also auf 109. Aha. Sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Hier hast du eine kleine Belohnung. Ein Meisterball. Eine kleine Belohnung vor allem. Danke für das Item Meisterball in der Itemstasche. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Mit ihm gelingt ja jeder Fang. Ganz gleich, um welches Pokémon es geht. Auf Reisen trifft man viele Pokémon. Lasst auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. In den letzten 2 Jahren haben viele Pokémon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neuere Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Oh. Ja, das tut mir leid, Professor. Professor Esche. Was ist jetzt los? Die Arenaleiterin Geraldine. Ah, so ein Zufall. Hier, hallo Geraldine, die Französin, so rum. Darf ich vorstellen? Das ist Geraldine, die Arenaleiterin von Panaero City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich doch extra darum gebeten, sie mit dem Flugzeug nach Twin Drake City auf der anderen Seite des Wendelbergs zu fliegen. Sie sagten, zu Fuß käme man zwar nicht bis dorthin durch. Twin Drake City ist doch die 7. Arena hier. Also sprich in Pokémon Weiß und Schwarz war es noch die 8. Arena, aber hier bei 2 Jahre später ist nur noch die 7. Arena. Tja, wer weiß wieso. Ah, touché. Naja, Französisch war. Aber ich muss noch mal etwas Geduld bitten. Es gibt nämlich etwas, das ich vorhin im Turm des Himmels überprüfen möchte. Wartest du so lange auf mich? Danke. Und so Fragen. Ich meine natürlich, und die Antwort abzuwarten. Mensch. Bis demnächst, Michael. Tschüss. Und vergiss nicht, sei immer schön lieb sein, Pokémon. Ciao. Diese unbesorgte, ja fast schon kopflose Ada hat sie von ihrem Vater. Tja, der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Oh, was ist jetzt los? Willst du gleich von einem Kampf bei mir vorbeischauen? Oder willst du lieber erst Professor Esche folgen und den Turm des Himmels trainieren? Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Ja, Freunde, persönlich gesehen würde ich gerne zuerst in den Turm des Himmels gehen und noch ein bisschen zu trainieren, weil nach dem Arena-Kampf geht es direkt weiter. Wir sind erst in Ortschaften, da sind bereits ziemlich starke Pokémon unterwegs und deswegen würde ich gerne vorher ein bisschen trainieren gehen. Also trainieren natürlich einerseits, aber andererseits auch ein paar neue Pokémon fangen und halt neue Gebiete erkundschaften. Auf diese Art und Weise sind vielen Pokémon auch vielen Leuten ihre Pokémon gestohlen worden. Das ist unverzeihlich. Ja, unverzeihlich vor allem. Unverzeihlich wohl eher. So, was ist hier los? Wenn du in der Arena von ein paar Naero-Sicherungen hast, verratet etwas ganz Tolles. Okay. Gegenwind. Wenn es in Geraldis Arena von einem nicht mangelt, dann sind es Windböen. Das sehen wir dann später noch, Freunde. Warum man direkt neben der Landebahn Felder angelegt hat? Na, damit man das frische Gemüse noch schnell zum Abnehmen bringen kann. Ach so. In ein paar Metern. Willkommen auf Route 7, der Route mit dem, ja, besonders hohen Gras. Mal gucken, wen haben wir hier? Was jetzt? Nein! Ah, die nette Sabine ist es. Hallo, ist er Michael? Natürlich. Das ist also deine Musikrichtung, wa? Gar nicht schlecht, Michael. Ich höre fast alles. Musik zaubert einem einfach immer ein Lächeln aufs Gesicht. Habe ich recht? Jo. Oh, da ruft mich gerade ein Kollege. Ich muss jetzt an die Arbeit. Lass uns dann anderes Mal weiter plaudern. Also dann, mach's gut. Tschüss. Sabine, nein, wo bist du überhaupt? Ich will dich mal treffen. Sabine. Ach, immer diese Frauen. Die haben es immer so eilig. Nein, ich wollte gerade den Schutz aktivieren. Verdammt, egal. Der nächste Trainer ist fällig. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, du hast erfasst. Ich will kämpfen. Ich sehe, wir verstehen uns.
Einer nach dem anderen will uns hier mal einen Gefallen bieten. Na, von mir aus. Eine Herausforderung von Pokémon-Züchter Malone. Was? Malone? Melone? Hallo? Was soll das? Pikulente statt Zigarette. Mhm. Los, Pirate. Ach du Scheiße. Gegen Wasser-Pokémon. Wenn es regnet. Und meine Feuertanken sowieso geschwächt sind. Ja, das ist wieder mal typisch Michael. Psyana. Bitte bitten. Los, Psyana. Ich bin schon da, Mann. Die Luft wird geschnitten, aber ohne mich, Kumpel. Psystrahl, volle Power. Das geht nicht, das ist gemein. Oh oh, oh oh. Naja, kein Problem, gar kein Problem für uns. Die Rückkehr. Ja, geht doch. Rumsiana erreicht Level 31. Na, endlich mal. Navita. Mal gucken, ich habe doch hier noch ein paar Pokémon, die auch kurz beim Level abstehen. Wie unser Rokaiman, der größte Held der Welt. Ja, Rokaiman, nicht Rokaime, wo es nur was zu Rokaimen gibt. Steinhagel natürlich. Wumms, Fallera. Da freut sich die Taube. Oder auch nicht. Ich glaube eher weniger. Knirsche zum Abschluss. Ja, das muss ja schmecken, wa? Hochmut, komm vor den Fall. Geil, Mann, Level 33 und mein Magen knurrt. Das ist gar nicht gut. Mein Magen, Hilfe. Pokémon-Züchter Malone, Melone. Die Folge war fast vorbei, Freunde. Aber ich möchte gerne noch unser Pokémon hier entwickeln. Also sprich Level upen, die gerade noch kurz davor sind. Und zwar... Ja, Shelby halt noch. Shelby und Rokaiman und dann wende ich mal die Folge. Für heute schon wieder. Genau, ganz genau. Wenn du auf den Holzplanken verweilst, fällst du hinunter. Echt? Mal gucken. Mal Cookie machen. So, jetzt. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Gleichgewicht. Das war schwach. Hallo, Typi. Hier. Wer springt da von der Seite an? Immer im Kreis herum, Reihe rum. Ja, immer im Kreis herum. Tralalala. Kannst du mich mehr mithalten, ohne dass der schwindelig wird? Los geht's mit einem Reihumkampf. Oh, zum Abschluss des Parts. Das ist ja genial, hey. Der Part, die Folge. Eine Herausforderung von Teenager Jose. Oder Jose? Ich glaube eher Jose, was? Sonst wäre es ja französisch, wenn es Jose wäre. Dann müsste es ja ein Aigu haben. Ja, diese französische Rechtschreibung her. Egal. Rokaiman und Shelby. Was haben wir jetzt das Schönes? Wir haben normal Pflanze, normal Pflanze. Shelby. Die Kalkling, wenn ich bitten darf. Nein, das war sowas von klar. Ja, aber immerhin. Nein! Das ist eine starke Attacke. Wow. Alter. Das tut doch weh. Oh. Himmel erstaunt zu werden. Schlitzer. Ja, komm nur her. Und Schlitz. Ah, ein Volltreffer. Nein! Was ist denn das jetzt? Alter, das war total unfair. Mann. Das ist doch unfair. Psystrahl. Mann, oh Mann. Geht doch. Und jetzt, Shelby, kriegst du noch ein paar Erfahrungspunkte? Ja, Shelby erreicht Level 30. Geil. So, Psyana, du machst das schon, ne? Du machst das. Du bist ein tolles Pokémon, wenn du bist unser Psyana. Ach, ich liebe das. Du machst es schon, Psyana, du bist genial. Du bist unser coolstes Pokémon. Boom. Und? Ja, fast. Vor allem aber ist Psyana ja unser kleinstes Pokémon, aber deswegen ja auch irgendwie unser stärkstes, was den Spezialangriff anbelangt. Darin ist Psyana fast schon unbesiegbar. Wohl eher unschlagbar. Das wäre ja die richtige Wortwahl gewesen. So, Teenager Jose.
Oh, Entschuldigung, bin gerade nicht das Tor gekommen. Was hat's denn hier Schönes? Ah, ein bisschen Zink für die Knochen. Da sage ich doch auch nie nein. Wie zeigen die Pokémon jetzt aus? Vom Level her. Ja. Druck haben wir noch kurz und dann sind wir hier auch schon durch. So, und das hier ist natürlich ein Pokémon, ein verstecktes. Das wäre irgendwie schon klar. Ein Townpignon. Rockheimann, du bist dran. Rockheimann. Was? Wuff, wuff? Hallo? Du bist ein Krokodil und nicht irgendwie... Du weißt schon. Ja, auf die schnell. Was? Abgewehrten Steinhagel? Hallo? Also das stimmt ja. Trifft ihr nur zu 95%. Oh oh. Nein, ihr Toxin. Alter Schwede. Leute, ich muss ein bisschen beeilen, weil Toxin ist übel. Die Vergiftung wird nämlich immer stärker. Von Zug zu Zug wird die Vergiftung immer stärker. Ich locke dich an. Ja, mach doch. Mach ein bisschen schneller. Oh. Rockheimann. Und das war's mit Townpignon. Hochmut. Oh, Level 34. Geht doch, geht doch. Sehr schön. So Leute, jetzt noch kurz Rockheimann heilen, weil die Vergiftung, wie gesagt, ist sehr übel und deswegen sind wir dann nachher auch mal durch für heute. Ich sehe schon knapp 32 Minuten, das ist wieder mal sehr großzügig, deshalb ist die Zeit leider wieder reif. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Weiß 2, entweder während der Woche oder am Wochenende, je nachdem, was ihr davon noch haltet, wegen dem neuen Format und so. Was dann während der während den Wochenaufnahmen leider ändern müsste. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Weiß 2 auf dem Weg zum Turm des Himmels. Ciao zusammen!